gehört? Das war die Hexe. Irgendwas geht da draußen auf jeden Fall vor. Egal was es ist, wir werden es herausfinden. Ach, ich muss das finden, okay. Irgendein Zeichen von Großvater? Bist du noch auf dem Weg zum Tal? Nein, aber ich gehe bald zurück und schaue nach. Nimm den hölzernen Steg an der Klippe. Er führt direkt dorthin. Okay. Machen wir aber erst das eine und dann machen wir das andere. Weil wenn wir schon auf dem Weg da hier haben, dann braucht man nicht nochmal extra rennen. Okay, was ist das? Boah, der muss ganz schön Umwege gehen. Ich hab das Gefühl, ich bin falsch gegangen. Ja, super. Mein Gott, ich wollte doch bloß auf die jetzt muss ich wieder alles sehen. Das war der Rückweg gewesen. Gibt's ja nicht, hä? Ich will doch bloß da um mich. Also da oben müssten wir zu dem Weg machen. Aber wir müssen erst mit da oben in das Ding da. Aber da können wir ja so nicht hier. Was einen anderen Weg also auch noch gehen. Okay. So, schauen wir nach dem anderen Weg. Oh mein Gott. Scheiße, weggesprungen. Verdammt. Warum hupfst du? Warum hupft die weg? Immer hupft so und dann hupft's weg. Weg vom Ding. Warum weg? Jetzt komm. Arsch du. Wie durchdringend du eigentlich sein musst, dass du das kannst, so. Du musst nicht in den alten Tempel. Geh zum hölzernen Steg an der Klippe. Ein Seil sollte dorthin führen. Auf diesem Pfad kommst du direkt ins Tal. Ich war in den alten Tempel. Das ist das, was ich mich. Was höre ich da? Die sind halt an irgendwie an das andere. So, wenigstens funktioniert das Gegengewicht noch. Mist, das Gegengewicht hängt fest. Ich muss durch diese Tür. Da hinten ist noch ein Kartending. Da ist noch was. Das war irgendeine Art Schrein. Die Menschen sind hierher gepilgert. Ohne diesen Ort, diese göttliche Skulptur aus Wind und Stein, wären wir verloren gewesen. Die Geschichte des Spähers, der diesen Ort fand, kennen wir alle. Aber die meisten von euch wissen nicht, wie nah wir dem Tod waren. Verirrt in den Bergen, ohne Nahrung, ohne Hoffnung. Wir hatten Zweifel am Propheten bekommen. Aber der Späher hörte den Klang und nahm ihn als Zeichen. Er allein stieg die Klippen hinauf, angelockt von der Musik. Und dort
sah er unsere Rettung. Dieser Schrein ehrt nicht nur ihn und seinen Mut, sondern die Kraft unseres Glaubens. Ja. War noch was? Gut. Dann müssen wir vor Omi. Eigentlich. Das Gegengewicht. Wenn ich es nur losbekommen könnte. Deswegen mussten wir. Jetzt, deswegen haben wir da aufhören müssen. Beziehungsweise das Obi da müssen. Ist ja eigentlich bloß so gemacht, weil ich meine, warum nicht? Verdammt. Auf der Höhe bringt es gar nichts. Ah, jetzt. Ah, doch. Ah ja. Ach, sie doch im Prinzip. Na, weil du Eis war auf der Seite. Irgendwas schon was stinkt. Ja, das sieht besser aus. Was kannst du doch nicht schnell durchgehen? Was ist das für eine Klinge? Ich muss das besser abpassen. Naja. Geschafft. Geht doch. Jetzt kann ich die Tür öffnen. Geht doch. So mengen wir das. Nö. Wow. Unglaublich. Eine natürliche Formation. Ach, das ist schon. Ich denke, das ist viel mehr. Und auf einmal zum Leuchten noch. Es ist ein Kodex mit verschiedenen Betrachtungen zur Willenskraft. Ihre Stärke. Wenn Sie im Kampf schwere Verletzungen leiden, der Bildschirm wird dann grau, wird Ihre Gesundheit automatisch erneuert. Diese Gesundheit sofort regeneriert erfolgt einmal pro Kampf und wird zu schnell kämpfen. Aktualisiert, okay. Cool. Ja, ich denke, das ist jetzt mehrere, weil ein Teil aufmachen, das andere Teil aufmachen. Ja, dann. Ich denke, das war jetzt ein bisschen länger gewesen. Es ist nicht mehr weit bis zum gottlosen Tal. Geh einfach den hölzernen Steg an der Klippe hinunter. Ja, beruhig dich halt bei mir dann. Ich fliege lernen. Aus wie Manipel. Eine Zeremoniekleidung, die Priester beim Messen trugen. Mhm, da hast du recht. Boah, da mir hätte ich auch unbedingt mit dem Seil drüber hupfen.
Kaffee mit dir. Hier ist ein kleines Lager. Großvater scheint es ja bis dahin geschafft zu haben. Du bist schon fast im Tal. Der muss schon ganz jung sein, der Großvater, wenn der so weit gekommen ist. Suche nach Großvater durch das gottlose Tal. Nadia, Ach, ich glaube, ich habe dein gottloses Tal gefunden. Ich weiß nicht, ob es Baba Yaga ist, aber hier draußen ist etwas. Sei vorsichtig. Das ist ihr Land. Nadja, meine Enkeltochter. Mittlerweile weißt du es. Ich werde in das Tal gehen, um die Hexe zu vernichten. Baba Yaga. Ich werde Rache für deine Großmutter nehmen. Es sind Neuankömmlinge in unserem Tal, bewaffnete Männer, die in Helikoptern kommen. Ich weiß nicht, was sie wollen, aber wenn ich gehen will, ist dies meine letzte Chance. Du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Den Grund. Dein Großvater ist kein weiser Mann. Mit harter Arbeit bin ich ein guter Mann geworden für deine Großmutter. Aber das war nicht immer so. Ich kam aus dem Westen, wo selbst ein kleines Dorf tausende Einwohner hat. Ich war ein fauler Bursche und beim Eintritt in die Partei träumte ich von einem unbeschwerten Leben. Einem bequemen Schreibtisch in der großen Stadt. Aber sie schickten mich hierher ans Ende der Welt. Um Männer und Frauen arbeiten, hungern und sterben zu sehen. Teil ihrer Bestrafung zu sein. Ich wusste, dass das böse war, aber ich wusste nicht, wie man kämpft. Bis ich Tja, gell. Also wir wissen auf alle Fälle, dass er schon mal da ist. Okay, das ist bloß so ein Rundgang-Dings. Den ersten Kontakt mit dem älteren Einheimischen hatten wir um 0700. Zuerst glaubten wir, dass er an einem Angriff auf die Anlage beteiligt war, doch er entfernte sich durch eine nicht kartierte Schlucht. Wir wurden autorisiert, ihm mit etwas Abstand zu folgen und schon sind wir auf Ruinen und andere vielversprechende Zeichen gestoßen. Wir versuchen hier draußen die Ruhe zu bewahren, aber das sieht nach einem großen Fund aus. Dieser Entdeckungsbonus ist uns so gut wie sicher. Super. Jetzt ganz super hat sie es. Wahrscheinlich viel zu lauter Dodi. Pollen umher. Blumen. Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht verstehen. Irgendwas stimmt nicht. Hier dreht sich alles. Es ist zu spät. Boah, da wird der selber schlecht, Alter. Nein, ich muss träumen. Nicht real. Das kann nicht sein. Immer weiter. Immer weiter. Geh einfach weiter. Lara. Dad? Nein, das kann nicht sein. Nein, warte. Halt, wo bin ich? Wie weit geht dieser Weg? Komm her. Das ist nicht echt. Nicht er. Dad, halt! Bitte nicht! Nein! Ich muss sofort hier raus! In den Mythen steckt Wahrheit. Ich will nur weg! Bitte! Nein! Nein! Das ist nicht... Wer bist du? Warum tust du das? Schluss! Verdammter Mist! Stopp! Für mich ist es zu spät. Oh, Dad! Nein! Tu's nicht! Bitte!
Ja, Kevin tut mir gescheite Waffen her. Geht doch. Nein, das... Oh Gott, nicht. Das kann ich. Komm, dein Vater erwartet dich. Nicht er. Hä? Lara! Lara! Kannst du mich hören? Bist du da? Ja, ich bin hier, glaube ich. Was ist passiert? Du hast gehustet und etwas von Blumen und Pollen geredet. Und dann nichts. Ich hab gedacht, die Hexe hätte dich umgebracht. Ich glaube, ich habe halluziniert. Gott, ich hoffe es. Halluziniert. Es gibt im Tal eine Blume, die Vision verursachen kann. Aber ihre Wirkung ist zu schwach. Weißt du, was das für ein Ort ist? Ich sehe Rohre und Leitungen. Sowjetisch, wie es aussieht. Es muss der Vorposten der Sowjets zum Erforschen der Ruinen sein. Meine Großmutter war Wissenschaftlerin. Sie sollte dort bei den Forschungen helfen, aber es war das letzte Mal, dass Großvater sie sah. Es gab nur einen Überlebenden. Ein Offizier kam nach ein paar Wochen angestolpert. Er sagte, die Hexe hätte sie Dinge tun lassen. Yeah. Ich habe meine Tochter nie im Arm gehabt. Sie nahmen sie mir auf dem Operationstisch. Ich wollte kämpfen, aber sie sind viele. Und ich bin erschöpft. Dann schafften sie mich fort, rissen unsere 3 Herzen auseinander. Sie brachten mich in ein verstecktes Tal mit uralten Ruinen. Sie sagen, wenn ich kooperiere, werde ich meine Familie wiedersehen. Ich werde diesen Monstern niemals trauen. Aber ich habe keinen besseren Plan. Hier gibt es seltsame Blumen. Der Pollen verwirrt meine Entführer zusehends und sie wagen sich nicht weiter als bis zu unserem kleinen Vorposten. Sie brachten mich her in der Hoffnung, dass ich ihnen mit meinem botanischen Wissen helfen würde, ein Gegengift zu finden. Endlich hat der Staat eine Verwendung für mich. Ich nicke und lächle. Ich spiele mit, aber sie können mich nicht noch einmal brechen. Für meine Tochter, für Ivan, werde ich leben. Die Frage ist, wie passt jetzt ihr Großvater? Es könnte sein, dass die Hexe da eigentlich bloß einfach ihre Großmutter ist. Jemand war hier, vor kurzem. Hat auf den Ruinen aufgebaut. Was siehst du? Eine Art provisorische Destille. Nicht genau wie die Blumen. Scheiße. Na klar, sie verfeinert den Pollen. Macht ihn zur Waffe. Es gibt hier keine Magie, Nadja. Nur eine sehr schlaue Person. Aber warte, wenn sie nur ein Mensch ist, würde der Pollen nicht auch bei ihr wirken? Wenn sie dagegen ankommt,